Es ist, glaube ich, wirklich auch geboten, eine solche Impfpflicht zu beschließen. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Eine Impfpflicht wird es dafür auch nicht geben. Ich hielt eine Impfpflicht dafür auch für völlig falsch. Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Jeder weiß, dass ich ein Befürworter der Impfpflicht bin. Eine Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig. Eine solche Impfpflicht ist ein scharfes Schwert. Aber ich glaube, es ist verhältnismäßig. Aber Herr Lindner, also wir müssen zum Beispiel klar machen, wie wir die Impfbereitschaft erhöhen wollen. Keine Impfpflicht, auch kein Impfdruck, aber schon Verantwortung. Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen. Man hat das Recht, sich nicht impfen zu lassen. Es gibt eine Zusage der amtierenden Bundesregierung und der haben sich im Grunde alle anderen angeschlossen, dass es keine Impfpflicht gibt. Wir haben auch bessere Möglichkeiten, das zu tun. Es wird keine Impfpflicht geben. Wir haben noch einmal gemeinsam unseren Beschluss bekräftigt, dass wir eine allgemeine Impfpflicht für notwendig halten. Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Welche beruhigenden Worte finden Sie zur Impfpflicht? Dass es in Deutschland keinen Zwang zum Impfen geben wird. Auch jemand, der diesen Impfstoff nicht verwendet, dem werden nicht die Grundrechte genommen. Das ist eine absurde und bösartige Behauptung. Ich glaube, die Zeit ist reif und mit dem Verfahren wird man eine Lösung finden, die am Ende zu einer Impfpflicht führt. Und das ist jetzt auch, nach dem, was wir gesehen haben, richtig.